Habe der Kid Rap. Servus, das haben wir Alter, grüß dich. hergelangen. Ja. Endlich wieder 2, ganz am Start. Jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen hier. Akklimatisieren, ja. Jawohl. So. Was auch noch professorisch. Wir haben einen Mikroständer hier, der. Was ist. Den kann man nicht mehr zurückziehen, oder wie? Scheiße. Ich brauche deinen bitte. Der hat den auch nicht wieder hingemacht, oder? Ja, kennst du die Arschlöcher da draußen? Es gibt so viele schlechte Menschen da draußen. Ich hab's zusammengehalten. So. In Richtung. Prost! Oh, da flät's mir schon gut drin, gell? Ja. Muss man schon jetzt mal sagen. Ich weiß nicht. Müssen wir einfach mal schauen. Ja. Gut, die 50 Euro, was da ein guter kostet. Wow, ist das gut. Schau mal, das ist perfekt gekühlt. Ich habe inzwischen ein Alter erreicht mit 46, Ja. wo ich sage, komplett eiskalt Ja. ist gar nicht immer Pflicht. Mag ich trotzdem gern, vor allem bei kreisligen Bier, aber wenn es jetzt zufälligerweise mal ein gutes Bier erwischt, so wie das hier, Ja, was trinkst du? ich trinke ein schön Raumer Hell, oder was es du nennst, schon Raumer Hell. Du? Ja. Ah ja. Ja. Hat man noch ein paar im Lager. Ja, da müssen wir uns auch gerade. Ich merke schon, also was mir halt gar nicht taugt, ist, ja genau, das da. Das nervt mich. Also ich kann ja auch nicht die ganze Zeit so da hocken. Nein, weißt du, Alkoholiker. Das ist alles für den Arsch, lassen wir es einfach. Das ist richtig zum Ja, Kotzen. schreibt mir in die Kommentare, was zum neuen Setup sagt. Wir finden es eigentlich geil. So neu ist es halt auch gar nicht, gell? Nein, also mein das falsches ist eine Echt sitzen wir Sitzecke. Wir sitzen niedriger, man sieht unsere fetten Oberschenkel ein bisschen mehr. Wir haben das gestern ausprobiert und haben helle Hosen angehabt und es empfiehlt sich nicht für Menschen wie uns. Ihr wisst ja, wir haben Probleme mit den Haxen. Beim Hosenkaufen Ja, zum Beispiel. das ganze Fett sofort da. Ich habe diese eine, wie heißt der, Lipideme. Ja, irgend sowas. Ja, Lipidem. Mit die Distanz zwischen uns ist noch ein bisschen ungewohnt. Ja, Ich schon schau ein da bisschen weit normalerweise- weg. Also es nervt mich, dass ich die nicht sofort küssen kann, Ja, nicht mehr. Weil, andererseits war es dann leidenschaftlicher, weil man Ja, erst alles aus dem Weg stimmt, räumen ja, müssen schon. und da willst du den einkaufen. Also. Aber wir haben uns schon drauf gewohnt, schau mal, wie ich da hocke. ja, sehr Majestät und da das ist auch irgendwie komisch. Das ist alles scheiße eigentlich bisher, gell? Es sind noch keinerlei Vorteile. Nein. Gröbiger ausschaut jetzt. Also entspannter. Es die Leute, die sich die ganze Zeit beschwert haben, dass unser Tisch nackelt, Ja. werden jetzt trotzdem wieder sagen, das alte Setup war irgendwie geiler. Ja, wahrscheinlich. Aber mir egal. Ich sag dir jetzt einen Tierfakt, halte dich fest. Papageien benennen ihre Küken individuell ähnlich wie Menschen. Mit Pfeifgeräuschen wahrscheinlich. Oh, okay. Ja. Meine Mama schreibt mir auch noch mit Pfeifgeräuschen. Ja. Sehr, Hey, sehr herabwürdig mit Pfeifgeräuschen. Ja, Hey. sowas. Flachwichser. Ja, das war ein guter Tag. Ja. Weil das war ja fast der Name. Ja. Das ist geil. War für mich überraschend, dass ich Kid Rap heiße. Habe ich erst im 3. Lebensjahr erfahren. Ich habe eine Lösung gefunden fürs Bierproblem. Ah. Super. Aber ich habe so warme Oberschenkel. Das sind wie Heizöfen. Ja. Wo sterben bei dir Vögel so in der Tierrangliste, sage ich mal? Über Fisch, Ja, klar. über Insekten, Ja. unter Säugetiere. Ja, Reptilien, schwierig. So eine ehrliche, aufrichtige. Also, ja, wenn man jetzt, wer heißt- was finde ich cooler? Das sind halt Krokodile und Schlangen, finde ich schon irgendwie cooler wie Vögel. Was hätte ich lieber als Haustier, dann hätte ich lieber einen Vogel. Aber findest du ein Krokodil/Schlange cooler als jetzt zum Beispiel ein Adler? Ja, Also jetzt so ein Steinadler, so einen riesigen, ja. Ich mag schwierig oder einen Krokodile aus Drachen. irgendeinem Grund gerne. Ich glaube, die werden noch mal mein Ende sein. Dann magst du wahrscheinlich Drachen und Dinos auch gern, oder? Weil das die ist ja sind mir scheißegal. Danke, du bist der erste Mensch, der mich nicht dafür verurteilt, dass Ja. ich Dinos langweilig finde. Also die geben mir nichts. Ja. Außer halt Velociraptoren und Dinosaurier. Ja. Nein, wird auch nicht so. Also ich habe Jurassic Park oder so geschaut und ich mag die Filme tatsächlich, aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, wow, cool, Dinos. Ja, nein, ich Das weiß ist nicht mir irgendwie. zu nerdig irgendwie. Dinos Genau, sind mir das zu ist vielleicht nerdig. das. Und aus dem Kindermengs auch schon. Ja, Ich habe noch nie ein Kind zum Beispiel über Kackhold-Pornos reden hören. nein, Das ist jetzt zum Beispiel eine meiner Leidenschaften, Ja. die ich auch erst als Erwachsene so wirklich entwickelt habe. ja. Und Dinos, sage ich mal, kannst du eben schon als Kind geil finden und das dann verliert es an Besonderheit, finde ich. Ja, Das ist nur meine persönliche definitiv. Nein, das ist so. Das ist so. Ja. Ich finde es faszinierend, was der Mensch für ein Gewohnheitstier ist.
Also ich fühle mich gerade wie ein Fremdkörper noch in diesem Ja, Studio. ja. Jetzt weiß ich, wie es Katzen geht, wenn ich meine Wohnung umstehe oder so. Ja, Und dann stimmt. ist Ja, fuck, was ist los mit dir? Katzenklo einfach 10 Du Zentimeter. Hund, du. Das Katzenklo 10 Zentimeter weiter. Ja. Shit. Und dann schon erst einmal auspissen. Aus dem Katzenklo. Ja, das, Ja. ich finde es nach wie vor unendlich lustig. Erstens, wenn Katzen mit Absicht daneben scheißen. Ja. Ich bin mir nicht immer sicher, ob sie es mit Absicht machen, aber umso näher ich drüber nachdenke, doch. Ich glaube, ja, ab und zu checken sie es vielleicht dann nicht. Aber Ja, ich meine, also du erinnerst dich an Berli, immer. seine Mom, die hat Ja. am Anfang immer rausgeschissen. Molly. Ja, Molly, ja, hat immer rausgeschissen. Mindestens 5, 6 Mal. Also hast du ihr zugeschaut dabei oder hat Ja. es einfach rausgekehrt, weil das macht mir immer so gut. Nein, sie hat schon effektiv rausgeschissen. So lange bis ich dann, weil ich mir gedacht habe, gut, ich habe keinen Bock, das dann immer vom Boden wegzumachen und habe halt dann Zeitung drunter gelegt und dann hat es nicht mehr rausgeschissen. Ah, sie wollte also, dass du arbeiten mit. Wahrscheinlich, also ich wollte die Aufmerksamkeit von mir haben und ja. Was mir gerade gekommen ist, du kennst auch die Katzen, die irgendwo hinscheißen oder pissen und dann nur so Phantom zuscharren. Ja, Also die scharren weder in der Erde noch sonst was, sondern die kennen nur die Bewegung. ja, Und das bedeutet, dass Katzen doch schon um einiges dümmer sind, als man vermuten möchte, weil das haben sie ja wahrscheinlich mal irgendwo abgeschaut von der Mutti, ja, aber sie checken nicht, warum sie es machen. kann sein, ja. Das regt mir irgendwie auf. Ja, Meinst du, dass dann andere Dinge, die uns gemein erscheinen, vielleicht auch nicht bewusst machen, sondern einfach dumme Viecher sind? ja, ich denke, dass nicht so viel nachdenken, was sie machen, ja. Aber vielleicht ab und zu schon. Das Also ich glaube, macht's. Katzen ist oft langweilig und das lassen uns schon an einem aus. Bewusst, Ja. weil sie halt wollen, dass es ihnen immer langweilig ist. Ja, Ja. Und es ist ja weltweit so, dass Katzen immer die gleichen Sachen machen, um Leute auf den Sack zu gehen. ja, Dann stimmt. Türen kratzen. Vor allem, die schauen sich das ja nicht aktiv von jemandem ab, Nein. das ist ganz tief in einer verwurzelt. Ja, das wissen sie, ja. Also ja, viele Katzen gehabt, die, wenn du schlafst, die halt kreien, dass du halt aufwachst. Habe ich nur bei dir erlebt. Und Ja. wie gesagt, ich habe mir meinen Fuß fast abbissen. Ja, Das war so schlimm. Das ist einfach so schockierend, wenn du. Ich habe wirklich voller Panik bei dir geschlafen, weil in dem Moment, wo es angefangen hat zum Kratzen und du machst den Fehler und reagierst drauf, hast das ja in Jagdinstinkt nur noch mehr geweckt. Ja. Und dann hat es richtig zugebissen. ja, Richtig Angst gehabt vor der Molly. ja. Ja, jetzt habe ich dich unterbrochen. Das ist ein Ding. Du hast immer Katzen gehabt, die kreien. Ja, ja, an Türen kreien. Ja. Wie viele deiner Katzen haben Türklinken öffnen können? Oder Keine. Türen? Keine. Stopp sie Keine. schon. Ja. Sau nervig. Vor allem noch schlimmer ist, wenn es dann zuspaßt, weil dann ist einfach 40 Mal so dagegen Denkt, was gesprungen geht. und das ist so laut. Aber Ja. was macht, was hast du hast irgendwann einmal was von der Ding erzählt, dass die hat doch auch irgendeine richtig nervige Angewohnheit. Sie kratzt an Fenstern, sie kratzt Aber an du hast Türen. gesagt, es ist schlimmer, wenn mit dem Kind vorgestellt, dass die Also am die wecken Ferien- jeden Tag auf, jeden Wie? Tag. Ja, indem es über uns drüber läuft, Mhm. indem es uns kratzt, miaut, an der Scheibe kratzt. Das ist eigentlich das Schlimmste, weil das Geräusch triggert mich extrem. Also, mit ihren Krallen an ja, Fenster. Ja, und ich habe jetzt halt schon, weil sie halt immer an derselben Stelle kratzt, da habe ich jetzt so ein Ding hier, so ein doppelseitiges Klebeband und jetzt kratzt an der anderen Seite. Jetzt muss ich halt da noch was ich mache, aber ja. Ja, das, also ich glaube, kann mir jetzt schon vorstellen, was es ein Kind zu haben auf jeden Fall. Rein schlaftechnisch ist das ein Albtraum. Ja. Weil vor allem, es ist nicht so, es war super, wenn die Katze mich eine Stunde später aufwecken hat, weil dann war es so 6, halb 7 und das war so eine Uhrzeit, wo ich sage, okay, ich stehe auf, aber die weckt mich meistens um 4:30 auf und das ist sowas, wo ich mir denke, ich habe jetzt noch keinen Bock nicht und ich gehe erst um 12:01 ins Bett. Was ist denn da die Erwartungshaltung von der Katze? Der ist einfach langweilig, weil der nicht rausgeht, weil sie Angst hat vor die Bengal-großen Katzen und jetzt ist noch mein Ich habe Kunde vor die Bengal-großen dazugekommen. Katzen Angst. Ja. Und das halt ab und zu ist der Futternapf leer, obwohl das ist auch faszinierend, weil die frisst oft über den ganzen Tag nichts. Dann tue ich ihr auf die Nacht was rein und das hat sie dann bis um 5 Uhr leer gefressen und dann, ja. Und die weiß auch schon genau, Wir was sind ich halt mache. auch nachtaktiv. Ja, die weiß schon genau, was ich mache, weil ich gehe dann, bevor ich irgendwas mache, muss ich erst einmal pissen, weil ich bin ja in einem gewissen Alter. Ja. Dann gehe ich raus, dann läuft sie schon ins Klo rein, dann pisse ich da, dann tut es mit zweimal um den Fuß streicheln, dann will es raus, also dann platzt es ein Klotür. Ja, das ist also, der zweite Umzug war nicht gut für das Viech auf jeden Fall. Das ist schon ein kleiner Knacks jetzt, glaube Mal ich. überlegt, der zweite zum Hund? Ja, Also ja. ist das eine aktive Überlegung? Oder Ja, schon müssen wir unseren Vermieter noch fragen, weil eigentlich auch gar keine Haustiere gesagt hat, aber ich glaube, der. Aber ihm er ist weiß, egal. dass er Katze Ja, ja. Er hat gesagt, er wollte noch keinen großen Hund haben und man muss sich
anscheinend entscheiden, wenn man das im Mietvertrag einschreibt. Also entweder man hat gar keine Tiere oder halt jedes Tier quasi. Wie dem auch sei. Was ist denn so passiert? Was ist, dann war Silvester war? Ja. Ich glaube, dein Silvester war ähnlich spektakulär wie Ich meins. habe gar nichts gemacht. Also Ja, überhaupt komplett nicht. entspannt. Wie lange warst du wach? Das ist voll peinlich bei mir, glaube Ich glaube bis um 1:30 oder so. ich. Ja, ich glaube 2:30. Schön Raclette gemacht, geil. Feuerwerk angeschaut, eingegangen. Wie war's, Feuerwerk? Geil. Ja, war schön. Bisschen niedrig, weil wir sehr hoch wohnen. Ja. Es schaut so aus, als wäre es auf Augenhöhe. Das ist irgendwie eine richtig arrogante Aussage. Das Feuerwerk war sei ja zu niedrig. Das nächste Mal sollen sie höher schießen. Aber ist so, ja mein klar. Gott, was soll ich machen? Ja, ich kann's nichts machen. Na, und ansonsten eigentlich viel entspannt eigentlich. So. Silvester war, ich glaube, nur Flaschen Wein gesoffen, nicht einmal Bier getrunken an Silvester selber. Ah, okay. Aber Wein irgendwie auch geil. Ich Ja, hab bin ein Kenner, ich trinke Lambrusco. Immer noch, wie fein. ein 16-Jähriger. Ich habe mir letztens einen lieblichen Weißen geholt und zum Essen dazu Na, ist das echt fantastisch und ich habe ja einen Whirlpool ja. und Denkst du, dass uns die Stühle langweiliger machen? ja, schon, ja. Fuck, ja. Ich glaube, durch die Stühle haben wir ungefähr 2000 Aura-Punkte verloren. Das ist irre. Wir werden jetzt demnächst nur noch über Minecraft und, nein, Schmarrn, Minecraft ist ja eigentlich cool. Über Stoßlüften, Ja, schätze ich, werden wir reden. Kreuzlüften Ja. und, Und über den Verbrauch von unserem Prius. ja, richtig. Ja, und vielleicht noch ein bisschen Photovoltaik. Ja. Also mag ich mal Geschichten übersehen. Mir ist selber aufgefallen, als ich gesagt habe. Scheiße, wenn du jetzt Revue passieren lässt, was wir ja geredet haben. Ja. Wann hast du mit? Ja, mit zwei schön Raclette, ein schönes Weinchen getrunken und mein Katz kratzt da hin. Ja. Aber wie gesagt, also es gibt ja da diesen frustrierte Bürokaufleute-Spruch, wo es sagen, an Silvester saufen auch die Amateure. Ja. Und das ist wirklich was, wo ich schon mitgehe auf jeden Fall, weil wir haben dieses Jahr, jetzt will man einen kurzen Recap machen vom Jahr 2025. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel gesoffen wie in diesem Jahr, glaube ich. Also, Seit meinem 30. ja. Ja. habe ich nicht mehr so viel gesoffen, wie seit ich beim 30. gesoffen habe. Für mich hat das ich weiß nicht, was da war, aber das hat irgendwas losgetreten. Seitdem habe ich das Gefühl, dass ich alle paar Wochenenden richtig besoffen werde. Ja, ist gut, ist ganz einfach. Wir sind hier im Studio, im Büro mehr da geworden. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen, weil ich glaube, das wirklich funktioniert. Wir sollten mindestens die Hälfte sagen, sie sauft nichts. Also wir zwei, als wir noch ein reines Zweiter-Team waren, hat das gut funktioniert. Da haben wir uns eigentlich ja ziemlich angeglichen. Ja. Da haben wir dann gesagt, jetzt saufen wir 2 Monate nichts. Ja. Punkt. Ja. Aber jetzt ist ja auch schon wieder das Problem, weil jetzt war der perfekte Zeitpunkt. Wenn man ganz ehrlich ist, war jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, wir saufen jetzt bis, keine Ahnung, zum nächsten Auftritt nichts. Ja. Aber jetzt ist gerade Baustelle am Büro. Ja. Punkt 1. Podcast. Dann wollen wir ja jetzt richtig schön musizieren und also, da möchte ich unsere Songwriting-Erfolge möchte ich damit feiern. Ja. Dann ist wahrscheinlich Ende... Also Samstag auf dem Geburtstag, mein. Ja. Wer hat denn? Das Happy. Sepp. Ah, okay. Aha, dieser Seppi. Ja. Ist er wieder auf einer Hütte? Nein, leider nicht. Also, was heißt leider? Also der offizielle Plan ist erst Skifahren und dann Breistüberl und ich komme zum Breistüberl. Geil. Wann Samstag? Samstag, ja. Morgen. Ja. Muss ich schauen. Ja. Kann ich noch nicht versprechen, Ja. 100%. Okay, nice. Hast du geschaut, wenn wir gerade so schön über Hütten reden, wegen unserer Weihnachtsfeier? Nein, noch nicht einmal. Mal schauen. Ja, aber nicht, dass wir das aus die Ja, Hand da hat es eine richtig geile gegeben in Meierhofen und die war relativ neu, war in der Abriss-Location selber in einer kleinen und das hat irgendwie nur 200 Euro gekostet. Also es war so eine ganze Wohnung. Ja, und die ist halt jetzt aktuell, glaube ich, nicht mehr da und das ist das Billigste, was ich gerade finde oder letztes Mal gefunden habe, waren 500 Euro. Dann kannst du halt bei diesen Schneeverhältnissen auf, aber das halt hier ist halt kein Abriss, gell? Nein, gar nicht. Hier ist halt, wir saufen da oben wieder. Für 500 Euro kann man uns halt heimfahren lassen von Meierhofen. Geil. Wahrscheinlich. Aber irgendwie gehört es dazu dann da. Ja. Mal schauen, vielleicht können wir beim Spezi knacken. Ja. Ja. Ja, okay.
Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Ah ja, wegen Wegen nicht saufen. Ja, Dann sind wir ja vielleicht Ende des Monats in Berlin. ja. Weihnachtsfeier, Anfang Februar. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und dann geht es auch schon, also Ende Februar geht es ja mit den Gigs dann weiter. Salzburg, dann sind alle Clubshows in ganz Bayern. Man müsste halt wahrscheinlich schauen, dass man die Wochenenden, die man jetzt keine Auftritte oder was Besonderes hat, nicht mit Saufen verbringt, dass man sich da keine Sauftermine legt. Ich habe sogar schon kurz überlegt, und mal noch schauen, wie ich es mache, weil ich noch nicht weiß, wie ich von der ganzen Zeit dann heimkomme. Und ich habe eigentlich keinen Bock irgendwo Ob du Fahrer pennen. machst? Ja, war eine kurze Überlegung tatsächlich. Samstag, ich kann die ja holen. Ja, mal schauen. Ja. Das sind die Leute Zeit. Ja, freilich, wie gesagt, ihr erfahrt es dann am nächsten Podcast, ob ich ihn geholt habe oder nicht. Aber eigentlich, wenn ich ins Preisstubel gehe, möchte ich mich schon komplett vernichten. Also da muss ich jetzt auch wirklich... Und ich muss auch dazu sagen, der Sepp, immer wenn er da ist, glaube ich, nie herfahrt, sondern dass er irgendwo mit einsnickt, aber er sauft er immer. Ja. Also, nein, das kannst du nicht, oder? Das wäre unfair. Nein, das kann, wie gesagt, überlegst du. Ja. Also du wärst ja ein bisschen bleiben, oder? Also Melvi macht Preisstubel zu, also von dem her ist es ja nicht so. Aber gut, das ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass danach noch irgendwo Rottach. Da gibt es eigentlich nichts mehr. Ja gut, der Sepp ist jetzt auch schon 400 Jahre alt, der wird schön heim wollen. Der will sich schön in die Falle hauen. Ja, schön knacken, ja. Aber wir waren gerade noch dabei zum Analysieren, warum wir so viel gesoffen haben die letzten Jahre. Naja gut, Auftritte haben wir schon gesagt. Und ansonsten... Also ich habe in den letzten 3 Jahren oder so, aber ich glaube, habe ich mal jetzt 2 Monate nichts, oder 3 Monate, ich übertreibe es jetzt mal, wenn es mehr, aber ich glaube, es waren 2, nicht 3. Ja, ich das nichts habe ich auch gesoffen. einmal gemacht, ja. So. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob das noch das Richtige ist. Ja, das Ja, aber Modell, gesagt, ob das funktioniert, ja. man müsste halt wahrscheinlich eben die Räusche einfach insgesamt mehr strategischer setzen. Besser. Ja. Also nicht jedes Mal, nicht halt unsere Alkoholiker-Mentalität, dass man sagt, ja gut, dann saufen wir halt richtig. Sondern, aber gut, was mache ich dann? Was soll ich denn dann am Wochenende schwierig. machen? Dahingehend, glaube ich, bin ich schon Alkoholiker, aber wenn ich saufe, bist du leichter ausgegangen Weiß ich. meistens. Ja. Kidrap, das weiß ich. Bin ich meistens dabei. Ja, schon, ja. Und von dem her, ja, aber war schon gescheiter. Ja, der einzige Grund, der mich stoppt, ist, ich habe am nächsten Tag wirklich was sehr, sehr Wichtiges, wo ich nicht komplett wasted sein will. Am Samstag jetzt. Nein, also dass ich nichts saufe an einem Tag. so, ne? ja. Oder ich muss halt wirklich noch fahren. Das war Gründe. Oder mir geht es nicht gut. Also ich bin irgendwo und bin halt krank. Aber dann schaue ich also da muss ich sagen, wenn es mir nicht gut geht, ist traurigerweise kein Hindernis. ja, Da muss man, also wie gesagt, schau, der Saalbach oder die ganzen Auftritte. na gut, auf der erst Hochzeit einmal. letztes Mal, was mir richtig dreckig Ja. Das ist gesoffen wie eine Drecksau. Ja. Ja, nein. Der Fitnessaspekt nachher vor, das war Ja. halt recht interessant, aber ja. Was soll's, ja. Wir haben das Also die es ist Kontrolle jetzt, verloren. Ich finde, es ist jetzt gerade, jetzt ist wirklich eine Zeit des Umschwungs, ein bisschen des Auf- und Umschwungs. Da jetzt zum sagen, man nimmt das Beste, was Gott uns geschenkt hat. Ja. Und ich wichse auch nicht 2 Monate nicht mehr. Noch nicht, größter Müll auf der Welt. Das ist so ein Schwachsinn, Ja. ja. Was ich theoretisch eisig, sind diese ganzen Arschlöcher, die über... Dass die Pornos kaputt machen. Ja, das glaube ich, aber das ist spät. Das ist spät. Aber da jetzt einmal kommen sollen, als ich 11 war. Ja. Also, oder als man Als irgendwas in LimeWire der in mein Richtung... Leben gekommen ist. LimeWire, Bearshare, die ganzen geilen E-Mule. Ja, weil das war so krass, wenn du damals so ein 3-Minuten-Porno runtergeladen hast, das war fucking Der scheiße. Thrill, Alter. Ja. Der Thriller, Und du hast nie runterladen. gewusst, was du kriegst. Never. Das hat scheiße 3 Stunden Bei dauert. LimeWire schon. Schon hast du immer Das gleich- war das, stimmt, ich hast du- verstehe nicht, wie das Ja. technisch möglich ist, weil Ja. ich meine, wir haben eine Filmproduktion, okay? Und normalerweise ist es ja auch so, wenn du was exportierst oder Ja. wenn eine Datei nicht vollständig ist, dann kannst du es nicht abspulen. Ja. Und LimeWire hast du runtergeladen und du, egal wie viel du runtergeladen hast, du hast Teile davon gesehen. Stimmt, ja, das ist wahr. Und ich weiß nicht, aber das ist halt auch ein brutales Risiko gewesen, weil da hat es ja immer ein paar Perverse gegeben oder ein paar Kranke, wenn ich meinen normalen Porno runterladen will. Und dann ist wieder ein Enthauptungsvideo. Schon, ja. Ja, den ersten Porno, wo ich gesehen habe, wo ich mal runtergeladen habe, der hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt, wie nichts, weil da war ich tatsächlich ein bisschen schockiert. Das war eine Cheerleaderin, eine sehr blonde kleine Frau mit kleinen Titten und die ist vom Schwarzen gefickt worden. Ja, Und das hast du mir der erzählt. hat einen riesen Schwanz gehabt, da habe ich mich erst einmal gar nicht auskennt. Ja. Und der Typ, als der abgespritzt hat, der hat so gebrüllt.
Und dann hat er da schön die Ladung ins Gesicht gehauen und ich hab da so mit 12 oder keine Ahnung, 12, 13. Wo überhaupt gar nichts Ja, kennen. ich denke mir so, alles klar, okay, so läuft das also. Weiß ich Bescheid. Mag ich gar nicht. Mag ich jetzt eher nicht. Man. Ja, also ich war gern sie gewesen. Ja, voll. Also, War jetzt noch gerne. Also, ja. sag ich, was machst du am Mund nicht weggenommen? Der Trottel, du Anfänger und der Elendige. Ja, das hat sich eingebrannt, ja. Und dann war ich beim ihrer auch, glaub Spätzl, ich. beim Spätzl und da, weiß nicht mehr, warum wir da waren, aber sein Vater war nicht da, aber wir waren in seiner Wohnung und der hat Black Fuck 2 gehabt. Black Fuck 2 ist so viel besser als Black Fuck 1. Ja, ich weiß nicht, ich habe nur Black Fuck 2 gesagt. Ja. Hat mich auch nachhaltig schockiert. Das ist irgendwie auch so was man nur in der Jugend macht, gell? Dass man, ich glaube, bei Pornos damals noch so, ich weiß nicht, ob Jugendliche heute noch gemeinsam Pornos schauen. Wir haben uns vor unter 24 Stunden sind wir da drüben gehockt und haben über Harry sein Handy, hat sich jeder ein kleines Porno-Ding ausgesucht. Also bei Programm. Ja, und? Ja. Nein, ich meine, ob das Jugendliche heute noch machen. Also, Ja, ich mein, ach so, ja, ob sie jetzt heute noch. aber andere Generation. Ja, das genau, noch- 14-Jährige treffen und sagen, wow, weil Porno ist jetzt überall, du kannst jetzt überall Ja, ja. Porno sagen. Früher war ja Porno der Highlight. Ja, stimmt, nein, ich glaube nicht, weil es war es wahrscheinlich wie damals die Arschlöcher eine Platten mitgenommen haben, Ja. um dann sau aufwendig irgendwas zum Spielen haben sie halt, ich habe tatsächlich nie Pornos mit anderen geschaut damals. Nein, also jetzt, ich hab mir keinen runtergeholt oder so. Also das nicht. Dann brauchst du es ja nicht schauen. Ja, das war die Neugier. Wir haben einmal, wo wir in so einem Schupfen, da ist die Hütten abgerissen worden und da haben die gesagt, wir dürfen uns ein paar Bredel nehmen, also die Besitzer. Geil. Und Da waren ein Haufen Pornos drin. Also wirklich da geil. war dann ein Schupfen daneben und wir haben halt das, wir dürfen uns ein paar Bredel nehmen, ein bisschen ausgeweitet und haben halt da die Schupfen ausgeräumt. Also die Leute waren schon weg, das war nur noch Müll, was da war. Und da waren auch so alte Playboys da und so Hustler und sowas. Geil. Ja, war krass. War Praline, krass. kennst du Praline, habe ich mal gehört, das ist schon eine ganz alte deutsche Pornozeitschrift. Ja, aber wohl damals, wilde Zeiten. Ja. Ja. Absolute Porno-Empfehlung für euch. Auch einer der ersten Pornos, die ich jemals gesehen habe, weil der auf irgendeiner Videokassette war. Ja. Unfassbar gutes Teil. Josephine Mutzenbacher, habe ich wahrscheinlich schon mal erwähnt, oder die Legenden der Josephine Mutzenbacher mit in der Hauptrolle Patricia Rombach. Ja. So ein großartiger, verstörender Porno. Also Viel Family Shit, oder, glaube ich. Ja, aber halt Stiefvater. Aber trotzdem, glaube ich, miteinander aufgewachsen. Und auch Stiefbruder, Stiefvater, Pfarrer, Hotelgäste, weil sie haben so ein Airbnb sozusagen geführt in der damaligen Zeit. Wahrscheinlich haben wir das damals Ferienwohnung. Ferienwohnung genannt. Keine Ahnung. Also, die war schon wild, die Patricia Rombach. Beziehungsweise die Josephine Mutzenbacher. Und ist für mich auch ein Film, der damals schon sehr feministisch war. Also die Anfangsszene, sie hat so einen Nuttenstängel an der Hand, so Lady-Zigaretten, und sitzt auf einem und reitet ihm. Sehr haariger Porno, muss ich dazu sagen. Das müsst ihr ausblenden, das ist schwierig, aber sonst top. Also vom Storytelling her. Pussy, oh, Wookie Pussy. Schau, die Stille macht es gar nicht langweilig. Sie reitet ihm und weil sie, Zitat, so eng ist, kommen die immer sofort. Ah, okay. Und sie will eigentlich die Anmoderation machen und aber ich halte es halt nicht durch. Und dann, Ja. also und sie ist der Chef. Wenn das nicht Feminismus pur Ja. ist, Vielleicht sollte man erotische Geschichten vorlesen. glaube ich, kann die gut. Ich habe glaube ich, eine sehr erotische Stimme. Ja, gut. Was die Woche passiert ist, Rückblick haben wir eigentlich schon jetzt gemacht, oder? Und Nein, gar nicht, aber, aber macht nichts. Ja gut, wir haben über Silvester geredet, über Weihnachten ein bisschen. Dings. Wir haben das Studio hergerichtet, insgesamt wird ja gerade winterlicher Frühjahrsputz gemacht. Ja. Und überraschenderweise ist das Thema New Year, New Me. Oh, geil. Und das ist für mich ein extremer Zungenbrecher, wie ich feststelle. Das, New Year, New Me. ja, das irgendwie fickt das mein Kopf. Ein bisschen nervig, ja. Mag ich auch nicht. Nein. Neujahrsvorsätze, aber mit dem Thema Saufen. Also, was hast du da für Goals? Ja, bevor wir das Haben wir machen, noch schon ganz ein bisschen kurz. Wir behandelt. haben letztes Mal haben wir schon kurz angeschnitten. Was waren deine Top 20,
Deine Top 20 Momente. Deine Top Machen 3 wir Top Momente. 50. Ja. Deine Top 3 Momente saufen letztes Jahr. Also 2 fallen mir sofort ein, beim dritten gleich muss ich ein bisschen überlegen. Also das Jahr sind viele positive Dinge passiert. Also ich muss sagen, also Thailand saufen, Ja, muss ich auch überlegen, was für ein Tag, weil eigentlich der erste, finde ich, wo wir dann in der Früh. ja klar, ja, voll ja. Ja. Ja, also Leute, dieser Sonnenaufgang. Ja, Also sie in Thailand, vor allem, das war ja da, das war ja der Tag nach dem Flug, Anflug. Das war der Flugtag, oder? ja, Das war grob. ja. Ja, Vor allem das nachdem wir schon 2 Tage im Wien gesoffen haben. Arsch, ja. Aber auch ehrlich gesagt, man muss dazu sagen, die Fahrt nach Wien, Ja. da war ich halt nicht, da war ich Fahrer, Ja. aber das zu beobachten war für mich schon einer der Top-Sauf-Momente, weil das war reine Anarchie da. Da ist nichts nach, also das war irre. Also war jetzt auch wieder so. Also noch, wo wir jetzt nach Wien gefahren Nein, sind. das Ja, kannst nicht du ganz vergleichen. so. Wir Ja. sind einfach, wir haben 3 Stops gemacht bei der jetzigen Reise nach Wien und damals 10 Okay. oder so und sind da halt auch immer 10 Minuten oder eine halbe Stunde stehen geblieben. Gut, Ja, wenn man so mal Thailand. so besoffen war. Bei dir wahrscheinlich dann auch mit Thailand. Ja, Thailand, ja, also einmal den Tag, wo ich gerade gesagt habe, und ich fand es auch, war jetzt kein Behindertsaufen, aber auch, wo wir zu Fuß zu der einer Bar auf Puck gegangen sind, wo wir dann da oben ein paar Cocktails geschlürft haben, in der schöner Bar, Ja, wo ja, wir gut gegessen im haben. wo wir Biergarten. Nein, hat der Biergarten geheißen. Ach so, warte, wo du wir meinst- da so den schönen über den Dschungelblick Ach so, da wo haben. wir so ewig lang gegangen sind. Ja, genau. Aber das war ja kein, aber insgesamt, ja. Aber schöner Alkohol-Trinkmoment. ja, Ohne, ja, weil es halt gerade so grübig war. ja, das war echt geil. Vor allem, als wir dann noch umgeguckt worden sind in den Ja. Schatten, dann war halt alles Wo der einfach nur- Ventilator ein bisschen hinblasen hat. Das war so fein. Das Essen war auch gut. Das war sehr gut. Ja, Thailand allgemein. Ja. Allgemein. Ja, war schon wie geredet wie die, gell? Ja. Allgemein krass. Ja, Schlittenfahren, also nach Bad Hofgastein. War das in dem Jahr? Ja, das war im Januar. Muss ich ehrlich, Also im letzten Jahr. muss ich ehrlich sein, ist bei mir auf der 1. Ja, Ich weiß nicht warum, das war so ein. es war ein bisschen spontan. Ja, und auch so ausufernd. Ich mag es, wenn sowas komplett eskaliert. Und das ist richtig eskaliert. Also nochmal, wir haben schon 100 Mal im Podcast erzählt, aber wir haben in der Früh noch ein Bier gehabt, das ist mitten im Raum gestanden. Und das haben wir auf dem Weg zum Lift, haben wir das, hast du nicht gekotzt davor? Nein, aber fast. Also ich Okay. habe kurz aufhören müssen zum Trinken, weil ich konnte Ja, nicht müssen. das haben wir uns teilt. Und ich liebe es einfach am nächsten Tag direkt weiter zum Saufen. Es gibt kein glücklicheres Gefühl auf der ganzen Welt, wie wenn du wirklich am nächsten Tag aufstehst und dir geht's scheiße und du saufst weiter. Ich weiß nicht, was das. Ich glaube, das ist das, was gesunde Leute haben, wenn's in einem Körper das. Läufer hoch. Ja, das genau. Richtig, ja. Wenn du denen das durch Sport gibst. Und ich gebe meinem Körper das durch Weitersaufen am nächsten Tag. Und ich rede nicht vom am 4. Tag wie Festival, sondern wirklich am 2. Tag Ja. weitersaufen und dann sowas machen. Das war irre. Alles. Ja, Also das ist mein Favorite Soft also vom letzten Ja. Jahr. Und es waren uns viel schönes dabei. ja. Ja, Bartelmarkt war lustig, aber was Aber da war der erste Bad, ja, ja, da war es mehr kopfig, weil man es noch nicht Ja. kennt hat. Wobei man sagen muss, der war schon, weil da haben wir hier noch weiter gesoffen, wir zwei. Ja, stimmt, das war ja. schon auch geil. Da hat es auch keinen Stopp gegeben. Nein, Waren wir nicht, waren wir noch in irgendwelchen Ländern dieses Jahr? Also ja, in eigentlich, Tallinn. ja, Estland war auch solide. Also hat mir auch Spaß gemacht, hab so vom Go-Kart fahren, Ja, war auch ganz geil. ja, da war der erste Tag auch schon wieder wild, also da haben wir auch wieder ewig lang gesoffen. Also, Jawohl. Ja, Wir sind ja nach Tallinn gekommen. ein Flieger. Ja, logisch. Ja, da habe ich doch die Bockfotzen durch, das erste Mal durch den Security. Ja, gebracht. das war episch. Das war geil, ja. Ja, gut, wurscht. Ich glaube, das. Ja, haben wir schon die wichtigsten aufgezählt. Ja. Okay, was hast du ein Saufziel 2026? Ein klassisches. Es geht darum, wie viel ich saufen will oder wo ich saufen will. Ja, also ein Ort zum Beispiel, ja, wo du saufen willst. Ich finde, eine Menge ist irgendwie. Also ich freue mich sehr, also ja, ich habe gedacht, vielleicht ist das Ziel, also es geht ja um New Year, New Me. Ja. Wahrscheinlich geht es darum, ob ich irgendwann pausieren will. Aber das haben wir ja schon geklärt. Also habe ich überlegt, aber jetzt schauen wir mal. Ja. Aktuell sehe ich wenig Slots. Ja. Aber es gibt ja noch 2027. Ja.
Ziel, also ich freue mich auf unsere Weihnachtsfeier oder halt ich möchte gern wieder Après-Ski saufen. Ja, Das ist mir sehr wichtig. Vielleicht fliegen wir ja nochmal nach Thailand. Schauen wir mal. ja, Da habe ich auch Bock drauf, da zum Saufen. Ansonsten trotzdem ein bisschen einen Überblick. ja. Also meine Kalorienzähl-App, die Biere eintragen und schauen, wie kann ich richtig funktionierender Alkoholiker Ja. werden. Ich möchte Ja, Reitberg ripped haben wir werden. gesagt. Reitberg, Heuer mal wieder Super, Reitberg ja. gehen. Auf die Wiesen, da die heuer auch gerne wieder gehen. ja. Weil jetzt habe ich, glaube ich, nein, ein Jahr war ich nicht. Das bin ich wieder bereit. Ja, ich war auch ein Jahr nicht. Ja. Du warst, ja. Battlemarkt, Ja, das ist Pflichttermin. Ich Wald- möchte mal auf ein Waldfest mit dir. Ja, Wir warst waren du noch nie da? gemeinsam auf einem Okay. Waldfest. ja, da hat Zeit werden. Also, ist halt immer scheiße, wenn wir da immer die meisten Gigs haben, aber zu der Zeit, aber Dann muss gehen man wir mal schauen. unter der Woche. Naja. Das ist auch nicht unter der Woche, oder? Seltenst, ja. Die langweiligen. Ja. Die, Ja. ich habe uns für nächstes Jahr, falls wir 2027 unsere USA-Tour fertig machen, ist halt im Februar Mardi Gras. Das war halt noch was, Oh, was fein. ganz weit oben steht. Ja. Mit beim Dad müssen wir noch nach Schottland. Ja. Das wird heuer auch eng wahrscheinlich. Also im Herbst vielleicht. Ende des Jahres, easy. Müssen wir noch gleich buchen. Ja. Ich würde nach wie vor gerne in Rio de Janeiro saufen. Ja. Oder Brasilien allgemein hat irgendwie, ich weiß nicht, warum es mir da so hinzieht. Ist jetzt was Gefährliches. Ja, wahrscheinlich. Kann Ja. sein. Ja, China darf mich nach wie vor jucken. Ich glaub, viele haben Angst vor dem Kulturschock. Mir jetzt seit kurzem Japan. Jetzt haben wir so Japan, viel von okay. Japan erzählt, Ja. jetzt hätte ich irgendwie Ja, Bock auf Japan war ja sofort dabei. Japan, da dem ist so behindert saufen. Ja. Vor allem in Japan, und das habe ich ihm keiner gesagt damals, da gibt es so Bars, da kannst du so lang saufen, wie Ja, du ja, willst. das hast du mir auch schon erzählt. Ja, und Voll da, geil. glaube ich, rechnen die nicht so oft damit, dass ein paar fette Deutsche kommen, die wollen halt einfach sich komplett behindert saufen. Ja, vor allem, man muss ja schon nochmal dazu Die gehen sagen. nicht weg. Nein, weiß ich. Ich sitze dann. Ja, bis halt den Land zusperren. Oder sie soll mal einen Schlüssel geben. Ja, Also, sag ich, den bringe ich das schon, kannst mir schon vertrauen, ich bin kein Grattler. Wo ist der Zapfer und da? Ja. Super. Kannst du mir vertrauen. Ich schreibe das schon auf. Ja, weil ich. Ja, Ja, naja, Japan kann man mal ins Auge fassen. ja, mit unseren Friseurin nach Albanien. Ja, das ist- oh, das war wahrscheinlich wirklich lustig. Naja, Was meinst du, wenn wir mit unseren Friseure länger Zeit verbringen würden? Meinst du, Ja. wir mengen uns? ja, ich glaube schon. Ich glaube, das Ich ist schon. glaube, dass das auch richtig. Ja, die saufen nicht so gern Bier. Also der Lulli hat schon gesagt, der sauft mehr so Jackie Cola oder sowas. Dann ist mir scheißegal, was er sauft. Wen ich echt gern mag, mit wenn du richtig gut saufen kannst, sind Bosnier. Okay, Die ganze ja. Ecken, richtig starke Säufer. Na, Halt auch, die werden mir halt im ist Schnaps Bosnien komplett. eher so christlich geprägt oder? Ich glaube, dass die, ja auch, die haben Ja. irgendwie drei, das gibt es einige Muslime auch. Na, Dann gibt es aber das scheißt ja die auf deine. Orthodoxen oder wie das heißt. Aber die saufen alle. Okay, die super. saufen ausnahmslos. weil was unter Dach ist, sieht alle eh nicht. Und riecht auch nicht. Nein. Ganz und gar Ja. nicht. Für den Bierschuss am nächsten Tag habe ich eher ein Alibi. Ja, schon. Ja, stimmt, ja. Sehr ungesunde Ernährung. Ja. Ja. Was ist der nächste Punkt? Ja, das waren, wie viel Bier wir saufen, und haben wir schon gesagt, da werden wir uns nicht festlegen. So viel, wie es meine Gesundheit zulässt. Ja. Ich würde sagen. Das, es Und ist so halt, viel, wie meine Sucht braucht. genau, und das wird immer mehr. Das ist wie Ja. mit dem Fett werden. Du siehst dich jeden Tag im Spiegel und merkst nicht, wie fett du wirst. Und so ist ja Ja. mit dem Saufen auch. Ja. Aber man kann mal, ich habe schon überlegt, ob ich aus Kontrollgründen zu Beer with Me gehe. Aber ich Ja. habe Angst vor meinem Ergebnis. Ja, ich sehe es ja bei ein paar Leuten, die ich so kenne. Fällt mir jetzt Stefano? gerade spontan ein, für was ich Werbung machen wollte. Oh. Aber jetzt Fakt ist, das ist ja dann spät. Da Da müssen wir dann so noch ein Video machen. Ja, schon. Ja. Ja, weil der Stefano, unser allerbester Freund auf der Welt, startet jetzt seine Twitch-Karriere, nachdem er sehr lange auf einmal geredet haben. dass er es endlich machen soll. Und am Samstag ist es soweit, also gestern war es soweit, aber wir machen also nochmal ein kurzes Video, kurz. Ja. Ja, genau, sonst ja, mein Jahresvorsitz, neu. Hast du sonst noch? Ja, ich mein Jahresvorsätze? Gott, den gleichen wie jedes Jahr, Ja. das Rauchen anfangen Ja, und endlich Crystal Meth ausprobieren. endlich Crystal Meth ausprobieren und halt fitter wieder werden. Ja, Aber es ist halt, ja, Ja. ist halt, schauen wir mal. Aber ich habe ein gutes Gefühl, ja, insgesamt, ich möchte mich halt viel mehr
musikalische Aspekt. Ich möchte 2026 wird das Jahr, wo ich ein okayer Gitarrist wäre. Okay. Da bin ich mir schon mal sicher. Ja. Das ist eigentlich mein Hauptvorsatz für 2026. Und halt Milliardär werden. Ja. Ich wollte erst Millionär sagen, aber das ist. Das gibt ich. Ja. Ja, sag ich ja. Ja. Muss ich zurückspulen? Ja. Was sind die dummsten Jahresvorsätze? Meine oder Das insgesamt? waren Los Brutalos Favorites übrigens. Insgesamt gab es schon dumme Jahresvorsätze. Das ist irgendwie, also ich möchte nicht für andere reden, da finde ich es irgendwie anmaßend, weil jeder das ein Grund, warum man sich irgendwas vornimmt, nichts zum Saufen war. Ne? Anmaßend. Ja. Ja, das finde ich zum Beispiel anmaßend, wenn man sich vornimmt, nichts. Und ich weiß nicht, ich glaube, dass es wenig dumme Jahresvorsätze gibt. Also das sind ja Leute, die an sich arbeiten. Ich glaube, das System des Neujahresvorsatzes ist ein dummes System, weil du eigentlich immer einfach, haben wir ja schon 100-mal gesagt und machen sie trotzdem nicht, immer wieder gleich starten kannst. Aber Ja, aber das ist ja für den Kopf oft. Du musst halt, das ist ja wie so ein Respawn. Aber musst du bis zum Jahr warten, kannst ja nächste Woche machen. Ja, das schon. Ja. Also wenn ich jetzt natürlich sage im Juli. Ja, also wenn ich jetzt Ich sage, ich sauf im Januar nichts und dann sage ich, oh scheiße, nicht geschafft. Ja, blöd. Dann halt neuer Start im Februar. Nein. Das ist natürlich schon. Nächstes Jahr. Also nächstes Jahr. Achso, ja, okay. Ja, dann ist es fragwürdig. Ja. Das stimmt, ja. Es ist halt, ich finde es lustig, dass der Mensch das halt braucht, diese Struktur. Einfach, aber ich glaube 70% oder so. Ja, bei mir ist es oft so, wenn ich mir denke, ich fange nächste Woche gesund zum Essen an, dann fresse ich die Woche nur noch richtig viel Scheiße. Beweisstück A. Ja, mehr als ich sonst essen dann. Weil sonst hätte ich einfach halt so normal mein Zeug essen und vielleicht dann noch am Wochenende mal so einen Ausreißer haben und dann habe ich jetzt 7 Ausreißer. 7 Ausreißer fresse ich mich voll wie ein Hurensohn. Ich möchte am Montag ja wieder starten. Ja. Und ich habe gestern mir einen Schweinsbraten vor kurzem gemacht, vor ein paar Tagen. Und habe mir ein Grästel draus gemacht. Richtig. Und habe das echt viel gegessen für meine Verhältnisse. Habe danach noch einen Kuchen gegessen und ein Eis. Ja. Und das Eis, pass auf, das Eis habe ich mir halt vorgenommen. Ja. Und dann ist mir mitgeteilt worden, dass noch Kuchen da ist. Ja. Aber es war keine Option für mich, das Eis wegzulassen. Ja. Und ich habe nach dem Kuchen, ich kann immer Eis essen. Ja. Aber nichts in mir hat nur nach diesem Eis verlangt. Ja. Aber ich habe es gemacht, weil ich gedacht habe, Montag lebe ja wieder wie eine Nonne. Ja. Ja. Ja, das ist problematisch. Es ist ja, ich war ja auch vor Weihnachten eigentlich für eine kurze Zeit wieder auf einem sehr guten Weg, über 2 Monate oder 3 Monate sogar. Und jedes Jahr, ich schwör's dir, jedes Jahr ist das Gleiche, dass ich an Weihnachten so brutal zunehme. Ja. Das ist mein langfristiger Jojo-Effekt. Ich glaube, dass ich habe nicht den klassischen Jojo-Effekt, sondern nur über Weihnachten. Ich glaube, dass ich jedes Weihnachten so ein bisschen fetter werde. Ja. Dass ich jedes Weihnachten in der 3-wöchigen, 2-wöchigen oder sagen wir in der 4-wöchigen Weihnachtsperiode noch mehr friss. Ja. Aber was ist man? Ja, Weihnachten, glaube ich, ist bei mir gar nicht so. Also, ich glaube, ich frisse einfach das ganze Jahr über viel. Platzl und dann in meinem Dunstkreis, die verschenken so viel zu Nikolaus und zu allem. Ja. Ich habe ungelogen daheim, ich kann die ganzen Süßigkeiten, die daheim liegen, die hatten nicht auf diesen Tisch passen. Ja, das war bei mir auch immer so und ich habe dann irgendwann gesagt, ja, ich friss das Ganze. Also ich isst dann tatsächlich auch nicht. Also, ja, eigentlich nicht, das ja schon. Ja, und die Schoko-Nikoläuse schmecken ja nach 2 Monaten wie Scheiße. Und jetzt kriege ich halt oft so Kaugummis oder sowas. Ich habe sehr, sehr lange immer Jägermeister gekriegt, habe ich dann irgendwann gesagt. Echt? Ja, also es war geisteskrank viel. Dann habe ich dann an einem Geburtstag so 8 Flaschen Jägermeister Geil. gehabt. War jetzt noch mein Go-To-Geschenk für die. Ja, machst da nichts falsch. Mittlerweile kriege ich ja nicht mehr so viel Jägermeister. Richtig Jägermeister. Ja, da sage ich vielleicht schon wieder, hey, statt Socken schenkst du mir mit der Flasche. Ich habe sehr viele schlechte Socken, also vielleicht sollte man es beides, schenkst du mir beides. Zum Thema, die Stühle machen uns langweiliger. Ja. Hast du dir die Boxershorts drin bestellt? Nein, Waren das keine Boxershorts, war das was anderes? also Skiunterwäsche. Wow! Und das die Sturm haben auch dafür. Ja, Wo möchtest denn du fahren? Sibirien. Also gut, die Sturmhamm, die ist da, deswegen, weil Ich habe in meinem Leben, ja, also nicht so, dass ich jetzt schon überall in Ski gefahren bin, ja, aber ich
Ja, Ja, die Ski haben erklärt sich aus folgendem Anlass. Ich habe mir nämlich angeschaut, was so richtige Skijacken kosten. Und die kosten so 200 Euro aufwärts. Und dann haben wir gedacht, ich habe also okay Winterjacken, ich trage aber keinen Schal und ich trage keine Mützen. Weil also Schals finde ich einfach, Männer sollten keine Schals tragen. Und Mützen stehen wir nicht. Deswegen habe ich gedacht, Gott, dann nehmen wir der Sturm. Das ist ein Balaklava, oder wie das heißt. geht die bis da oder ist die Sturmhaum? Ja, Sturmhaum. Sturmhaum. Du willst mit einer Sturmhaum Skifahren? Ja, sieht man da nichts mehr. Dann Skibrenner auf. Ja, das ist ja unglaublich. Okay. Ja, Ja, nein, ja, warum die nicht? Skiunterwäsche ist halt, Ja, ja. Hätten weil ich halt, was halt warm ist, ja. Das macht man anscheinend so. Ich weiß nicht, wie lange noch mal Ich habe noch gefahren. nie eine Skiunterwäsche. Ja. Unterwäsche. Also, ich habe einfach eine Skihosen. Hast du eine Skihosen? Ja, jetzt schon, ja. Da brauchst du doch kein Ding mehr drunter. Da habe ich dann die Skiunterwäsche drunter. Ja, das weiß ich. Ja. Aber ja. Okay. Ja. Nein, ist ja wurscht, wenn es für die funktioniert. Ich weiß nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert, liegt noch drüben. Ich habe früher als Jugendlicher habe ich es so lächerlich gefunden, Skihosen anzuziehen, Ja, ja. dass ich mir Jeans und drüber Jogginghosen angezogen habe zum Schlittenfahren. Das Ich war bin echt, einfach mit Jeansschlitten gefahren. ja, das sowieso dann auch. Ich sage nur, wenn ich es wirklich ernst gemeint habe. Ja. Na, also jetzt halt auch die letzten, wo wir Weihnachtsferien so waren, einfach in der Jeans hoch. Hat aber auch super hingehört. Na, also Du ich bist finde, halt saunass unten, aber ja, mein Gott. ich wollte gerade sagen, ich finde, wenn du einmal fährst, dann ist es lächerlich, dass du Skihosen nicht ziehst, weil ich gehe dann eh heim und dann ziehe ich mich einfach um und da habe ich keinen Bock in der Skihosen, das ist ja viel unbequemer. Ja, von dem her. Ja, du musst einmal sagen, wann du das erste Mal fährst, ich möchte einmal dann hol ich mir auch wieder Ski. Ja. Aber nein, warte, ich leise mir erst einmal. Du hast ja vom Ding gekriegt. Ich habe Ja, ein Geschenk gekriegt, ja. ja, ich leih mir erst einmal. Oder wahrscheinlich, die müssen ja längentechnisch passen, gell. Also man kann sich anscheinend am Brauneggar irgendwie für so 150 Euro das ganze Jahr leihen. Also die Ja, Saison. nicht, da kaufe also ob ich nicht für 100 Euro Ski kriegen darf, das ist für mich deren. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung vom Skifahren. Ja. Also, Ja. ich habe schon einen Blut, Ja, glaube ja. ich. Gut, der Opa hat den Bergwerk gehabt. Ja. Dann musst du Skifahren. Schon, Oder ja. nicht? Ja. Ich habe noch Skifahren. Also das erste Mal Skifahren habe ich meine scheiß Ski noch am Berg aufgetragen müssen, weil mir das bei uns daheim quasi am Hang bin ich runtergeschickt worden. Und habe ich jedes Mal wie beim Schlittenfahren wieder aufgehen müssen. Ja, Das aber hat das ist passt nicht der halt. Zeit geschuldet, sondern ihr wart arm. Kidrip. Nein, das war noch meine Oma, die. Ja, war's da arm. ja, da waren wir finanziell noch besser aufgestellt gewesen. Also ich habe dann nicht mehr weiter Skifahren können, weil wir arm waren. Ja, aber. Ja. So, dann habe ich 5 Fragen für dich. Gern. Wie hoch könnt ihr aus dem Stand springen? Also wie hoch kannst du aus dem Echt Stand hoch für Schon? mein Größe. Nein, Ich weiß nicht wie hoch, aber schon hoch. ich glaube nicht. Also ich habe in der Realschule haben wir diesen Hochsprung gemacht Ja, und da war ja der Conny dabei, ja, der Abelshauser Dings. Ja. Und der ist ja 14 Meter groß. ja. Und irgendwie, da ich diese fette Oberschenkel habe, war ich trotzdem in der Klasse, der am höchsten springen hat können, obwohl ich ja nur 2 Zentimeter groß bin. Ja. Also springen kann ich. Ja. Punkt. Weiß aber nicht wie hoch. Ja. Ich weiß auch nicht, Das wie sollten wir hoch. mal messen, Ja. können wir gerne mal machen. Ja, damals beim Hochsprung, das war schon okay. Also war jetzt nicht das Schlechteste, aber Ja. ich glaube, aber ist das einfach nur, ich glaube, wenn man so jetzt springt. Quasi. Ja, ich weiß, ich wollte, aber das spricht ja trotzdem für die Sprungkraft, Ja. glaube ich. Das kennt ihr jetzt gar nicht mehr. Hast du eine unpopular Opinion? Nichts, was in dem Podcast ist. Nein, ja doch. Nein, also war ein Scherz natürlich. Dinos. Achso, ja. Mir sind Dinos scheißegal, das haben wir vorher schon gesagt. Also Ja. das ist, Ja, es gibt gewiss viele Sachen, die Ja, einen Haufen. Ecken. aber das ist das, wo ich am meisten Gegenwind bisher gekriegt habe. Na, wo hab ich am meisten Gegenwind gekriegt? Weiß ich nicht, also Gebäck kriegst du eigentlich keinen Gegenwind. Nein, weil es die Wahrheit ist. Was ist so unpopular Opinion? Irgendwas gibt es noch, irgendwas, was nur ich geil finde, aber sonst alle hassen oder andersrum. Ich mag bin keine riesen- Gummibärle. Okay. Das ist auch was, wo voll nicht verstehen. Und Taylor Swift hasse ich. Ich glaube, ich kann Stunden so weiter.
Also du bist der Feature Taylor Swift, dann bist du voll cool. Ja. Na, also, mir fällt jetzt noch nicht spontan ein, was alle kacke finden, was ich geil finde. Vielleicht eine unpopular Opinion von uns, wir Mengen Schwule. Ja, Ich meine, hier im Oberland. na, stimmt. Stellen wir da mit David trotteln. Ja, ich glaube, insgesamt sind wir sehr liberal fürs Oberland, also Ja, im voll. Verhältnis. Also nicht Berlin-Kreuzberg liberal, aber Nein. Da sind wir, ja. sind wir die. Die Leute wollen uns auch nicht zuhören, glaube ich. Viel Das stimmt aber tatsächlich. Ja. Aber mit denen rede ich ja gar nicht. unpopulär. Das dauert zu lang. Ja. Komm, vielleicht fällt da noch was ein. Ja, das Einzige, glaube wo ich schon ein Hardliner bin, ist bei der Tracht. Also das finde ich schon. Also ich Hat find, sich auch schon ein bisschen. Und ich Ja. weiß nicht, ob das so unpopular ist. ja, Also ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich mag Menschen, die auf einem Standpunkt beharren. Das bedeutet, ich habe überhaupt kein Problem mehr mit Turnschuhe zur Tracht. na, Mir ist nerven schrecklich. tatsächlich meine Trachtenschuhe, meine Haferlschuhe auf der Bühne. Hat mir das dann immer ziemlich genervt, aber wenn ich halt normal ins Bierzeit gehe und da jetzt keine Turnschuhe dazu anziehen. Und das ist halt der Geist der Zeit. Gell. Ja, Aber ich weiß nicht, ob das ein Popular ist, sondern Nein, du ich bist weiß ja dann nicht. auch einfach ich finde, immer. dass nach Oberbayern keine Preisen zeigen dürfen. Ja. Das vielleicht. Das ist auch nicht ein Popular. Nein, ich glaube, also als en vogue. Na, fällt mir jetzt sonst nicht sehr. Was war dein Lieblingscartoon als Kind? Cartoon schwierig, ja, da zählt ja sowas wie Anime nicht dazu. Ich glaube, bei mir war es schon Darkwing Fuck. Duck. Darkwing Duck und DuckTales. Nein, fuck, wer denn die Mighty Ducks, das habe ich auch gerne noch geschaut. Das waren so meine zwei Ich Dinge, habe wo ich am die liebsten gemeint. Tex Avery Show habe ich irgendwie gern geschaut, weil da viel dabei war. Ja. Keine Ahnung, gell, mit der Tex Avery Show. Ja. Aber alles so geschaut, was gelaufen ist, war mir scheißegal. Warte, nein. Bob Moraine. Bob Moraine. Musst du mal schauen, kennst du schon. Okay. Ein James Bond in cool. Okay. Ja. Sehr dünner Oder Schlag. Mr. Bean als Cartoon geben. Oh, das habe ich nicht so cool gefunden. Nein, ja nicht. Teddy! Wenn du mal bei der Höhle der Löwen bist, was pitchst du? Meine von so die 100.000. Da haben wir ja das rote Buch. Ja. Das rote Buch, da die pitchen. Ja. Wir haben schon viel gute Geschäftsideen gehabt. Filmbär. Filmbär, Ja. auf jeden Fall Filmbär oder halt, fuck, was ich weiß. Schon viel dumme Sachen gehabt. Los Brutalos. Ja. Ich dachte halt mit Los Brutalos Sigi einfach um Werbung dafür zu machen und halt einen immens hohen Betrag für 5% Beteiligung Ja, schon verlangen. höchstens 5%. Ja, und dann wär's von denen rund gemacht und dann hau ich ihm einfach putzen. Oder Ja, Speib. geil, ja. Oder ich kotze einfach. Für Frank Thielen, er Bastard. Burger Sepp. Burger Sepp. Ja. Burger Sepp, da die da pitchen. Das sind ganz normale Burger, aber von uns. Ja, verrat's kaum. Ja. Wir machen die Mayo selber. Ja, passt für mich. Für mich auch. War's schon, oder? Gibt's noch. Also, Gibt's ein Wort, das du zu oft benutzt? ja. Aber ich möchte es ja nicht sagen, weil ich Angst habe, dass ich es dann noch öfter sage und dass die Leute dann darauf achten. Das Wort, das ich mit Abstand am öfter. Weißt es du? Ich habe es schon letztens mal erwähnt. Okay. Das ist ein ganz schlimmes Wort. Darüber Tatsächlich. hinaus tatsächlich. Ich verwende tatsächlich. Und was ich mir in letzter Zeit noch angewohnt habe, ist, dass ich an unpassenden Stellen in Anführungsstrichen sage. Um ein Wort, um eine Aussage abzumildern, Ja. sage ich oft, naja, es ist, wenn ich jetzt in Anführungsstrichen den vierjährigen Bursch scharf finden, der sexuell, ist ja dann Zeit nicht mehr die Aussage, weil Das ist ja in Anführungsstrichen, das ist ja Ja. hypothetisch. Ja. das sage ich sehr oft, in Anführungsstrichen und tatsächlich, aber tatsächlich ist meine größte Schwäche. Wenn du unsere Podcast-Hörer glaubst, dann ja. Hast du dir das aktiv jetzt eigentlich abgewohnt? Hast du darauf geachtet? Ja. Weil Also, es ist weg. Ja, schlecht. Ist, glaube ich, weg, gell? Ja. Ich habe mich jetzt interessiert, ob ich es schaffe. Aber jetzt die ersten Folgen Jetzt werden sie es anstrengend. vermissen. Ja, aber jetzt ist es einfach weg.
Er hat es mein Jahr getötet. Ja, das war seine größte Leidenschaft. Ja. Das ist Jetzt schweige ich einfach. Jetzt mache ich hier den Johannes B. Kerner, keine Ahnung. halt schade. Deswegen schaut er mir jetzt immer mit diesen toten Augen an. Ihr habt ihm das weggenommen. Ich habe es ja auf Walla gesagt, das habe ich auch wieder aufgehört. Echt? Einfach weil ich es lustig gefunden habe. Ja. Aber es war mir dann nicht zu pseudo. Was wir jetzt seitdem wir in Wien waren, des Öfteren machen, ist, dass wir uns oben mit gehasst, verdammt, vergöttert. Ja. Und es gibt keinen, der so laut wie der Kid Rap Onkels rufen kann. Das ist so irre. Kannst du mal in die Richtung einfach noch Onkels brüllen für mich. Onkels! Und das ist 2%. Ja. Das sind 2. Schau mal, mein Mikrofon hat übersteuert. Und das ist hier und er hat in die Richtung brüllt. Ja. Ja, ich weiß nicht, warum wir das so lustig finden. Ja. Wir finden viele Dinge lustig, die gar nicht lustig sind. Das ist ein bisschen wie der Typ, der wo Jägermeister brüllt. Kennst du das? Stimmt, ja. Jägermeister. Ja. Ja, das war's, ich muss mich jetzt verpissen, deswegen müssen wir da laufen. Ich möchte auch nicht mehr hier sein, um ehrlich zu sein. Im 9 Jahr hat trotzdem der Harry die letzten Worte, das haben wir endlich rausgekickt. Nein, kriegt er natürlich. Die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Harry. Danke.